tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen geweigert, heute ein Bier zum Trinken. Jetzt trinke ich davon einen Schluck und meine Welt ist wieder besser. Ja, das ist einfach so. Meine Sonne geht auf, Wahnsinn. Meine innerliche Sonne, ich muss furzen, der Bierschorz, morgen jetzt schon. ist mir schon garantiert. Achso, morgen. Ah, jetzt. Das war gerade verzögert. Der Bierschiss morgen ist mir schon garantiert. Nach einem was? Ich kenne das nur nach dem Weißbier. Richtig gescheiten Weißbierschiss. Ach, geh. Oh Gott. Na das doch. ist ja nicht so. Na, servus. Ja. Servus, lange nicht mehr gesehen. Oder gehört. Wir sind wieder eure Lieblingspodcaster. Ja. An der einen Ecke sitzt der Kevin. Servus, der ich DJ bin Mirror. der Kevin. Und auf der anderen Ecke hockt der Thomas. Servus, Der Thomas Willibald. Für die Leute, die es interessiert, nein, ich habe noch keinen eigenen Song rausgebracht bisher. Noch. Noch. Hast du ja gesagt, das dauert ja noch ein bisschen. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. Wir haben 2 Projekte, die wahrscheinlich mit dem Kevin O backen wird, weil es halt so ist. es halt einfach bockt, mit dem Typen zu produzieren. Und ja, genau. Und das werden wir jetzt einmal die Tage dann gescheit umsetzen. Ein paar Vocal Lines haben wir schon aufgenommen. Die kann ich euch erzählen, wenn ich es denn exportiert hätte. Ist gut. Aber habe ich nicht. Warum? Natürlich nicht. Weil ich kann. Na, was haben wir schon wieder am Wochenende gemacht? Ja? Weißt du das noch? Hör auf, übers Wochenende zu meinen. Ich kann es nicht mehr. Was soll man sonst Spinnrader machen? Donnerstag. Wer von euch die Stories nicht gesehen hat, der hat echt was verpasst. Auf jeden Fall. Also folgt uns erst einmal auf Instagram. Ja. Link ist nicht unten in der Beschreibung, weil ich bin zu faul dafür. Wie man es gemerkt hat. Ja. Folgt uns auf Instagram. Das sind auf jeden es. Fall, da ist ein Viel zu viel Highlight-Ordner. Content. Viel zu viel. Da ist ein Highlight-Ordner, der heißt Saufen. Ja. Was sonst? Und da sind bloß Sachen drin von uns beim. Saufen. Ja, genau. So wie es Da halt da ist. mal reinschauen und wir waren am Donnerstag in Spinnradl. Es war wieder mal legendär. Oh, das war geil, das kann ich witzig. Wieder ein bisschen Bier gesoffen, Shots gesoffen und ganz, ganz, ganz wichtig, der Wein. Der Wein. Der gute Wein. Der gute Wein. Den für 20 Euro, oder wie viel? 22 ganz. 22. Das ist der Zwicke Wahnsinn. ist doch wurscht. 22 Euro kannst du Flasche zahlen Wein, dafür, dass du eine Flasche voll Glück kriegst, die dir auf jeden Fall gut noch ein bisschen wegscheppert. mehr aus dem Leben scheppert. Ich bin der beste Beweis, weil das Tollste ist auf jeden Fall, wo wir gefahren sind, bin ins Auto eingestiegen und meine Hosen ist erst einmal gerissen. Nice, das ist gut. Ja, Hose reißen, das ist generell scheiße. Ja. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man was davor hört, gell? Ja, das stimmt. Ja. Ja, es war selber. An was kann sie noch alles erinnern im Spinnradl? Im Spinnradl tatsächlich ist bei mir vorbei. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass sie die 2. Weinflaschen gebracht hat. Ernsthaft? Ich kann mich schon daran erinnern. Doch, Ja, weil die hatte das die war Shots relativ dabei am gehabt. Anfang. Ja. Die hat die Shots dabei gehabt, dann habe ich einen Shots gehabt. Ja. Oh, dann habe ich sehr, sehr viel mehr Shots dran, als ich gemacht habe. Ich irgendwie auch. Also nein, habe ich nicht. Also ich mit dem das Chef ging schon. habe ich ein paar Shots getrunken. Ja. Mit einer Bardame, Aha. die ich kennt, habe ich ein paar Shots getrunken. Ja, Die haben aber keine Shots ausgeben. Was ich gesagt habe, darf sie nicht. stimmt. Das heißt, ihr habt Zeit Das fand ich dafür. sehr frech. Das war richtig frech. Ja. Das war scheiße. Ja, dann ist das passiert. Wovor wir alle Angst hatten. Was kommt jetzt? Es hat keiner mit einer fetten rumgemacht. Stimmt. Fuck. Nicht schon wieder. Ja, es war kein Dulle da. Die mit der fetten rummachen kann für uns. Oh Gott. Und Aber ich fand. es gab einen verfickten Moment und deswegen, wegen dem Moment bin ich da immer noch böse. So ein bisschen. Was und zwar der Moment, wo ich ein sehr, sehr hübsches, weibliches Wesen gesehen habe. Gesagt hat, die rede jetzt, aber nur wenn du die fette Ohr jetzt neben ihr. Und der Kevin wirklich zu mir gesagt hat so, ich mach voll für die, aber das nicht. Ja. Ja, kein Wunder, also sorry, wenn. Alter, die war nicht einmal so, die war nicht einmal ultra fett, die war einfach nur. Schau mich an. Und? Ich Ist bin einmal gescheit dünn. geritten. Ich zerbreche dann, Alter, holy shit. Okay. Komm, ist doch nicht so schlimm. Andersrum hätte ich akzeptiert. Ja, wollte schon gesagt haben. Dann ist er so wie bei mir und einer normalgewichtigen 1,60 großen Dame. Genau. Gute Empfehlung. Macht's das nicht. Es macht nicht so viel Spaß, wie nachdem es klingt. Na. Vor allem, wenn ihr beide dann am nächsten Tag aufsteht und euch gegenseitig ins Gesicht schaut. Und ihr da zweimal auf den Kopf spuckt. Oder ich frage so Mama nochmal die nächste Runde und dann zeige ich einfach den Angry Pirate ab. Für die Leute, die nicht wissen, wie der Angry Pirate geht, Nicht googeln. du fixst das von hinten, Wir erzählen es nämlich hier live im Ja. Podcast hier. du fixst das von hinten, dann spuckst dir da auf den Rücken,
damit sie gedacht hat, dass du gekommen bist. Ja. Dann dreht sie sich um, dann spritzt ihr ins Gesicht. Genau. Und dann hast du noch mit dem Fuß Nein, am nein, besten. nein, nein. Ja? Du spritzt ihr ins Gesicht, dann musst du das Auge so aufhalten, dann, also so zuhalten und dann stellt es auf Ja. und dann trittst ihr gegen das Schienbein und dann hupft es wie so ein wütender Pirat und macht Genau. Arr, arr, arr. Herzlich willkommen bei Zwischen Bass und Mikro. Ja, der Podcast, der euch Sextechniken erklärt, die auf jeden Fall zu 100% von uns Legitim sind. durchgeführt wurden und funktionieren. Wissenschaftlich bestätigt. Wissenschaftlich bestätigt. Ja. Boah, wir könnten eigentlich echt einmal so eine Folge machen. Also wir haben das letzte Mal eigentlich angekündigt, dass wir zocken während dem Podcast. Stimmt. Und Ja, das hat ja wir jemand haben gesagt, kommentiert. Ha? Das hat ja jemand kommentiert. Echt? Ja, boah, haben kommentiert, die dann es geil finden. So. Ey, Ja, hab gar nicht nachgeschaut, bin ich ehrlich. ich schon. Ich höre mir zwar an, dass jedes Mal in der Arbeit wieder rauskommt. Ja, ich Als finde es auch Nebendings. sehr lustig. Ich finde es leider sehr lustig. Ich glaube, die Ja. einzigen Aufrufe, die wir haben, kommen von uns. Ja, wahrscheinlich. Nee. Und ich schaue da nicht drunter, Ja. bin ich ehrlich. Ich habe übrigens Weihnachtssocken an. Für die Leute, die auf YouTube da schauen. Socken an. Die Weihnachtssocken sind nämlich niemals Art. Und die sind so dünn, die werde ich im Sommer anziehen. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. so? Könnt euch alle ficken. Und zwar brutal. Okay, nur um das mal gesagt zu haben, wir sollten einmal einen Podcast machen, wo wir peinliche Sexstories erzählen. Sollen wir das wirklich machen? Ja, weil ich weiß, dass du gewinnst. Ja. Meine Mama hört das oder schaut zu, ich weiß es nicht. Und meine ganze Fam hört diesen Podcast und Hallo, schaut Kevins zu. Fam. Hi. Hi. Also ich bezweifle, dass ich das droppen möchte. Kennst du Kevin einmal sagen, dass wir alle zusammen saufen müssen? Weil ich glaube, das war echt ganz lustig. Wär's ja. Der Podcast bei meiner Oma steht immer noch aus mit dem Schweinebraten. Ja, oh mein Gott. Ja. Ich will unbedingt. Ja, Ich jeder will aber wir unbedingt. wir müssen Zeit finden dafür, Mensch. Vom der Engler. Das Ding ist, wenn wir mal nicht saufen geht, dann hätten wir Zeit. Wenn es nicht alles so spontan wäre. Ja, wir müssen dann mal planen. Ja. So. Und das Interface war halt dann auch praktisch. Habe ich verstanden. Wir müssen nicht weiter drauf eingehen. Das passt. Na, Ja. müssen wir nicht. Na, Ich würde na, jetzt bloß das- kurz was na. droppen, was die vielleicht sehr krass Nein. in die Misere drückt. Nein. Aber Nein, tu es nicht. Thomas. Nein. Nein, komm runter. Beruhig dich. Deine Hände sind echt kalt, ey. Ja. Das ist irgendwie erotisch. Ist mein Schwanz so gelangen? Der Nee, ist alles kälter. Fließt nämlich kein Blut mehr drauf drin. Deswegen ist das so klar. Verstehe. Auch wissenschaftlich bestätigt. Aber nicht auf 8K aufgezeichnet. Stimmt. Nur in 4K. Und im Dunkeln. Zeit duschen nicht. Stimmt. Ja. Ja. Bin Dann beim habe ich Duschen zwei. gefilmt worden. Ja. Sehr frech. Ja. Du kannst mir echt erpressen, wenn ihr mal Kinder hält. Also nicht, Stimmt. dass da jetzt noch gesunde Kinder rauskommen auf jeden Fall, aber Ich würde sagen, wir haben generell viele Schwanzbilder und Fotos auf unseren Mobilfunkgeräten von unseren Freunden. aber nicht von jedem und das ist Nee, das nicht von Problem. jedem. Noch. Schickt uns jetzt einen Schwanz. Klaus, ich weiß, du hörst jetzt zu. Klaus, ich weiß, du hörst jetzt zu. Ja. Und ich weiß, du bist mindestens über 50 und ich weiß, dass du keinen Peil hast, was das Internet ist. Deswegen schick uns jetzt ein Schwanzbild und es wird bestimmt nichts passieren. Wir werden es gar nicht ausdrucken und als Hüte aufziehen. Nein, überhaupt nicht. Es wird nichts passieren. Was soll denn passieren? Das ist so witzig. Ja, Baby. Schwanzhüte. Schwüte. Ja. Hat genau das gleiche im Kopf, du Arschloch. Ach Gott. Das war so geil. Richtige Produktidee. ist wahrscheinlich- Einfach die Schwanzbüttel, die junge Madeln von eure eklige Typen geschickt kriegen. Ja, aber das kannst du halt nicht auf ausdrücken. YouTube, das kannst du halt nicht auf YouTube posten. Ja, du kannst das zensieren. Stimmt. Und dann einfach nur einen Schwanz vorm Ausschneiden. Also an alle Mädels. Penisnase. An alle Mädels. Geht auch. Die hier, und ich weiß, es sind viel. Schickt. Ich weiß, es sind viel. Und dann muss ich jetzt kurz einmal Real Talk halten, weil das ist die Ja. ekligste Scheiße, die es gibt. Einfach Das stimmt. in die DMs zum Sliden und das erste, was du siehst, ist ein scheiß Dickpick, Alter. Ich glaube, es gibt nichts Widerlicheres auf der Welt. Ja. Scheiß Ähm, Nacktmilch. Wenn's ihr das witzig findet, Ja. schreibt es uns in die Kommentare.
Ich sag das jetzt mal und keiner macht's von euch, aber hey, Ja. bitte. Tu das einmal in eurem Leben. Einmal. Schreibt mal Einmal. einen Kommentar, ob das witzig war, wenn wir Ja. für ein Musikvideo einfach lauter verschiedene Schwanzhüte hätten von Dickpics, die unsere Fans. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich diese Bilder geschickt werden wollen würde. Ja, haben. ohne Scheiß, wenn du das nicht machst, mach's ich, weil ich bin da tatsächlich sehr schmerzfrei. Mir ist das An sich wurscht. ist es. Ich finde es aber widerlich. Ich finde es ureklig. Ja. Ich finde es ureklig an Ist sich, es. an der Tat. Ja. Also ich finde es urwiderlich, wenn jetzt ein Typ sagt, okay, die ist hübsch, der schickt jetzt einen Schwanzbeutel. Ja. So, Das Ding ist, wenn sie danach fragt, rein theoretisch, wenn sie danach fragt, ist es schicke legal. trotzdem ganz. Ist es legal. Ja, dann ist Aber es ich würde legal. würd auch niemals einschicken. Aber wenn sie es nicht wollen oder nicht geschrieben haben, einfach einen Dickpick geschickt bekommen, Es kannst geht du sehr, sehr viel Geld kassieren. Ja, es geht mal Ja. rein um das Ding so, du gehst in die DM und das Ja. Erste, was du kriegst, ist Dickpic. Ja, ist scheiße. Bullshit. Absolute asoziale Tat, aber ich muss sagen, ich bin relativ schmerzfrei, was Schwänze angeht, so, also ich habe jetzt, es sei denn, da wachsen jetzt Pilze drauf oder sowas, aber Gott. das ist jetzt nichts, was ich nicht jeden Tag sehen darf, so, Warte, was? ich sehe jeden Tag einen scheiß Schwanz. Ich habe einen Schwanz, das Deiner will ich zählt sehen, ja. nicht. Oh mein Gott, deswegen bin ich ja ein bisschen abgehärtet. Genauso wie OP-Schwestern, die sehen ja sehr viele Ja, Schwänze. stimmt. Ja. In der Tat. Shoutout an die OP-Schwestern. Wir kennen ein paar von euch. Ja. Gut, dann haben wir das Schwanzthema jetzt auch abgeschlossen. Genau, dann kommen wir zum Freitag. Da war nichts. Da waren wir tot, haben wir gesagt. Genau, und was ist da passiert mit meinem Gesicht? Sag's mir bitte in die Kamera. Ich habe mir einen Schnauzer machen lassen, das ist schon ein Musst bisschen ins her. Mikrofon sagen. Ich habe mir einen Schnauzer machen lassen hier. Also, habe einfach mein Kinn rasiert, weil ich habe auf den Seiten kein Bart. Ja, das ist jetzt... Ich finde es nicht so scheiße, an sich. Ja, ich darf es bloß niemals machen. Ich Ja, laufe ich seit den glaub- letzten ja. 2,5 Jahren mit diesem Bart rum und ich möchte nicht wissen, was sich darunter versteckt, ehrlich gesagt. Ja, ich hab mir vorgenommen, dass ich wenn no einmal house- jährlich meinen Bart wegmache, tatsächlich. Weil, wenn du nochmal komplett neu wachsen lässt, ist er viel gesünder und stärker und voller. Wenn No Hose ein Gesicht wäre, wäre das mein Gesicht ohne Bart. Das war der Inbegriff von No Hose. Ja. Mein Gesicht ohne Bart. Ich bin wirklich hässlich. Also ich bin wirklich hässlich. Und der Bart macht Ohne sehr. Bart. Der Bart Bart. ist der Make-up für Männer, sag ich immer. Jedes Das Mal. Make-up. Das Make-up, sorry. Mein Deutsch ist heute komplett am Arsch. Wann bist du eingereist? Gute Frage. Gestern. Gestern bin ich gekommen aus Mexiko. Mexiko. Ah, Gringo Loco. Du hast schon wieder Muchacho. vergessen, was das warst, oder? Ja, Verrückte Weiße. das stimmt. Oh Gott. Ja, Finde ich witzig. das haben wir im letzten Ja. Podcast auch schon gesagt, dass sie das zwei gewisse Personen tätowieren lassen wollen. Stimmt, ja. Was, Also also, wie- was wo ich mich richtig fühle? Wo? Ich habe halt einen Bildartikel gesehen. Auf Instagram. Bildartikel? Ja, Okay. das ist richtig weird. Manchmal kriege ich einfach so ein paar Ich Bildartikel. vertraue der Bild irgendwie nicht Na, ganz. so, absolut bin nicht. Aber ich ehrlich. habe einen Bildartikel gekriegt, das Aha. war von Pete Davidson, der für Okay. $200.000 alle seine Tattoos entfernen lassen. Und Hab ich anscheinend, auch gehört, ist, das ist- anscheinend ist das jetzt ein Hollywood-Trend, dass sie die Leute die Ernsthaft? Tattoos entfernen lassen. Und deswegen fühle ich mich gerade gut, weil ich bin der Typ, ich möchte mir gar keine Tattoos stechen lassen. Es sei denn, wir haben 1 Million monatliche Hörer Ich wollte es gerade sagen. du und warst halten die mehr als einen Monat. noch. Ja. Dann ist der ganze Oberkörper voll. Ich habe mir tatsächlich vor, ein Tattoo stechen zu lassen, irgendwann mal. Vielleicht, Schon wieder. also nicht im Sommer, weil im Sommer ist Arsch. Sag mal der Titte. Möchte ich jetzt im Internet meine Titte zeigen? Ja. Habe ich schon oft gemacht, aber es ist ja wurscht. Schaut die Musikvideos, dann seht ihr meine Titten. Oh Genau. nein, Mikrofon müde, Mikrofon schlafen. Und nicht schon wieder. Ja, red weiter. Ich habe einen Engel auf der Brust. Das war mein erstes Single-Cover, was ich mir gepostet habe auf Spotify. Ich hab einen Engel auf der Brust. Oh, das war ein Songtitel. Ja, red weiter. Ja, merkst du? Ich habe gerade ein Haar von meinem Mikrofon gefressen. Das fand ich sehr geil. Und ich habe halt hier mein DJ-Logo auf dem Handgelenk. Ja, das war's auch schon. Aber ich möchte Das mir... heißt, du hast da 2 komplett unbedeutende Sachen tätowiert. Genau.
Nein. Das, also der Single, wo das Beutel hat, ist gebannt worden Das ist richtig. von Spotify. Weil ich meine Dinge nicht bei DistroKid bezahlt habe. Ja. Und ich nicht mehr Und das zurückkommen konnte. Krone-Logo wurde durch ein Bild von uns 3 ersetzt, weil du machst überhaupt keine Musik mehr allein, sondern nur noch mit uns. Leider war. Fuck. Oh, 2 unbedeutende Dinge tätowiert. Hättest du dir mal früher... Unbedeutend will ich nicht sagen. Also die machen mich schon irgendwie aus. Entschuldigung, aber die Krone schaut aus wie das Logo von der Shisha-Bar, in der wir letztens waren. Fuck, du hast mich erwischt. Nein, aber ich möchte mir noch von schultermäßigen, also Brust, Schulter, also komplett den linken Arm eigentlich, halt vereint Tattoo machen, was halt für mich persönlich einfach die Fakten drin hat, was ich haben möchte. Sei es Geburtsdatum von den Eltern oder von meinen Brüdern, leider Gottes. Ich weiß nicht, ich finde sowas aber nicht wack. Ich finde die Bedeutung schön. Ja. Ich möchte es halt komplett so vereint haben. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Ich finde es auch gut, wenn man einen Teil von, also stell dir mal vor, du hast das Geburtsdatum von deiner ganzen Family. du vergisst nie wieder den Geburtstag. Eben, ich wollte es gerade sagen, nie wieder. Außer du hast ihn einmal verkackt und hast einfach das falsche Datum da steht, das wäre halt scheiße. Yep. Na, es war schöne Bedeutung, aber über einen Apple-Kalender. Das heißt, der erinnert mich eine Woche, bevor meine Eltern Geburtstag haben, deswegen muss ich es mir nicht irgendwo drauf tätowieren. Trotzdem, ich sag mal, im schlimmsten Fall, wenn es passieren sollte, dass sie nicht mehr auf dieser Erde sein sollten, ist es halt schön, wenn du irgendwie mal random drauf schaust und denkst, ja. Was schön. Eine ehemalige Freundin von mir gemacht hat, was ich tatsächlich sehr, sehr cool finde, jetzt auch im Nachhinein, damals nicht die Appreciation gegeben, die ich hätte geben sollen, auf jeden Fall, weil ich halt an sich eigentlich übel der Tattoo-Gegner bin. Sorry, da muss es sein. Das war der erste Rülps heute im Podcast. Alles gut? Ja. Nein, musst du so. Echt? Dritte, also ich habe schon 5-mal Kulps oder so, so. hab ich nicht übel aufgehülpst. Gut. Was soll ich sagen? Ich bin übel der Tattoo-Gegner eigentlich. Ja. Also ich bin übel so mäßig so, also zumindest war es bis vor kurzer Zeit auf jeden Fall nur so hart, dass ich gesagt habe, wenn ein Madel ein Tattoo hat, möchte ich es nicht. Ja. Weil finde ich nicht schön, finde ich nicht ästhetisch. Mittlerweile bin ich so, mir gefällt es jetzt nicht so extrem gut, dass ich jetzt nur Tattooed Girls daten darf oder sowas. Aber ich sage jetzt so, mir wurscht. Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Es Freundin gibt hat auch ein zu Tattoo viel. gehabt. Die Find Freundin ich. hat ein Tattoo gehabt, und zwar einmal hier und einmal hier. Aha. Und das waren praktisch Unterschriften von ihren Großeltern und die haben das selber geschrieben. Die haben praktisch einmal Abuelo und Abuela geschrieben. Ja. Und das hat sie sich tätowieren lassen. Das ist aber geil. Das ist Und wirklich geil. das finde ich tatsächlich mega, weil das halt wirklich, es ist nicht nur so, da steht jetzt 1976 für das Geburtsjahr meiner Eltern, sondern da steht halt wirklich was sie geschrieben haben und das merkst du da und das hast du da drauf und ich finde das tatsächlich richtig schön. Das ist echt cool. Das ist finde eine ich sehr coole Idee. Auch vor allem jetzt im Nachhinein, wenn ich genau drüber nachdenke, so, Ja. finde ich cool. Find ich Oder wirklich an cool. sich, also was in meinem Kopf jetzt war, das war halt so ein eher versteckt mäßig. Das war irgendwie ein Symbol, dass ich mir bei meinen Eltern oder sonst irgendwas vorstellen könnte oder Oma, Opa, Brüder Wenn ich jetzt, also raten ich möchte müsstest. ich möchte mir jetzt nicht in irgendeiner Form vordrängen. Aber wir sind schon gute Spätzle. Wenn ich jetzt sagen würde, hey Kevin, ich mal einen Mini-Pimmel und nur damit, dass du mich nicht vergisst. So. Weißt du, wo der hinkommt? Und ich dat so heulen und dann erzähle ich ihm so, das darf mir so viel bedeuten, wenn du mal das tätowieren. Und dazu dann das Tätowieren? Ja. Auf einer ganz bestimmten Stelle, wo niemand hinschauen wird. Am Arsch. Unterm Sack. An deinem Musst du Damm. dann selber rausfinden. Sag's mal. Nee, ich würde es tatsächlich an eine, am Arsch eigentlich tatsächlich. Ja. Nein, das unter mir den hier Arschhaaren. so wünschen. Direkt unter den Arschhaaren. Oder hier hinterm Ohr. Einfach hier als tränenmäßig in die Schwarz. Aber Der verkrüppelt. der so Tränen ins Auge schießt, weißt Ja, du. Ja. und du lässt es tätowieren und ich schau zu und währenddessen habe ich Tränen im Auge und gesagt, der ist genauso schief wie Oder meiner. weißt du, was noch dümmer wäre? So eine falschrumme Träne, weißt du, die so Ja. nach oben geht, einfach drunter den Schwanz. Weil es einfach witzig ist, weil dann würdest du. Weil er wenn du- spritzt. Ja, genau. Er spritzt ans Auge. Du bist der Angry Pirate. Not again. Es geht irgendwie. Na, ich weiß nicht. Die Folge ist sehr von Schwänzen belastet Ach, irgendwie. geh, komm. Wir reden einfach. Hör Ja, auf, wir über die reden. Folge nachzudenken.
Ich wollte es nur gesagt haben. Ist Ja. nur ein Fact. Sollten wir damit Was? Sollten wir damit anfangen, vielleicht. Einen Schwänze-Counter einzubauen? Nee, wäre auch witzig, aber ich habe auch schon seit der ersten Podcast-Folge gesagt, dass wir einen Rübs-Counter einbauen, aber du bist zu faul. Natürlich, wir haben ja keinen scheiß Knecht, der uns irgendwas macht. Stimmt. Fuck. Also, Wir könnten Benny fragen. so leid es mir tut. Ihr habt dafür tatsächlich keine Zeit, mir die ganzen Podcast-Folgen einmal durchzuschauen. Schick. Danke. Hey. Ich habe tatsächlich kurz Zeit, mir die ganzen Podcast-Folgen einmal durchzuschauen. Sprich, die werden einfach roh geuploadet. Ihr seht ja, es sind keine Schnitte drin oder sowas. Nein. Am Anfang ist ein kleiner Fade-In drin und ein Zoom. Das Und das war's. war's. Mehr nicht. Und das Ende ist halt vorbei. gecuttet, wenn die Audiospur endet. Sonst schneide ich nichts an dem Podcast. Also alles, was ihr hört, sind wir ungefiltert. Mein Beileid übrigens. Also wenn ich jetzt da Absolut mein irgendwelche Beileid. rechtsradikalen Slurs raushauen, dann war das drin. Weil wir zu faul sind, das rauszuschneiden. Oder wenn zu viel Schwanz-Content da ist. Ja, genau. Ja. Und wenn wir jemals jemanden finden, beziehungsweise easy jemanden zum Finden, aber ich habe kein Geld dafür, Was? jemanden anzuheuern, der unseren Podcast schneidet oder Was Dinge kostet das einfügt überhaupt oder an sowas. sich? Ich habe gar keine Vorstellung davon. Ja, kannst Sagen wir wirst mal wahrscheinlich monatmäßig, wenn wir auf jetzt 4 Fiverr oder Podcasts sowas wäre es 30 Euro rechnen können pro Stunde. pro Videomaterialstunde oder Stunde. pro Stunde? Pro Stunde Arbeit. Ach so. Und der Typ wird bestimmt einen Tag drauf arbeiten, weil das ist eine Stunde Videomaterial. Wenn man Gut. einen Counter einbaut und sowas, dann muss ich das einmal anhören und dann muss ich das einfach nur dingsen. Aber schneiden würde ich den Podcast jetzt nicht, weil es kommt. Nein. Das ist ja der ganze Dings. Flair von dem Podcast, Ja, eben. dass wir den nicht Ich schneiden kann sagen. und so. Aber so ein Counter wäre halt schon witzig, wenn ich den Typen von Indien da anschreibe hier, ne? Ganz ehrlich, ich bin einfach dafür, dass man am Nico sagt, man gibt dem pro Folge einen Zehner. Pro Podcast-Folge gibt man einen Zehner. Und dann schaut das zu und fügt einfach, also ich grade es und schicke ihm einfach das fertige Video. Und er muss einen Rülps-Counter einfügen und exportiert es nochmal und lädt es auf YouTube hoch. Fertig. Stimmt. Aber dafür ist der Nico zu inaktiv in unserem Leben. Gut, liegt Stimmt. vielleicht Ja, auch wurscht, an uns, wurscht. aber hey. Ist ja egal. Das Ja, ist gut. ja Nebensache. Nico, willst du einen richtig schlechten Nebenverdienst, für den du richtig viel Zeit verschwendest? Ich meine, der hätte den Echt so. Podcast von dem her war es ja Stimmt. wurscht, ob er jetzt zweimal Ja. oder. Aber wir hatten halt einen Aber er kommentiert Hörer auch nicht. verlieren. Nico, kommentier endlich mal. Nico! Tu es. Warum Trau kommentierst du? dich. Stimmt! Trau dich. Trau dich. Du Arschloch. Echt so. Sie fix Wenn du das hörst, schick einen Kamera-Emoji in die Gruppe der Boys. und als Kommentar. Und nochmal ein extra Kommentar, wie scheiße du uns findest. Und wie schlecht wird's heute. Ja. Hey, das ist also. Das Das gehört dazu zum wir müssen, Tonton-Leben. wir müssen halt jetzt nur Witze drüber machen, dass wir so ultra schlecht verdienen und Ja. irgendwann kommt halt der Punkt, wo endlich dieser scheiß Winter vorbei ist, der gefühlt schon ein Jahr lang dauert. Ja, bitte heb deinen Arm nicht. Bin ich so verschwitzt? Ja. Sieht man nicht. Wenn dieser scheiß Winter vorbei ist, der ein Jahr dauert schon, Das wenn ist der echt endlich geisteskrank, vorbei ist, dann leck sind die mich am Jungs auch Arsch. wieder motiviert. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde es so geil. Wir haben so eine unendlich geile Freundesgruppen, wo jeder sagt, also einmal habe ich so einen Maxi da hocker, der sich mit mir alle meine alten Songs anhört und sagt, der hat eigentlich Potenzial, der ist voll geil und der macht voll Bock und so. Dann habe ich so einen Simon da hocker, mit dem ich einfach random an einem Tag einen übel geilen Text schreibe. Ja. Dann habe ich so einen Heller da, der mit mir Text schreibt. Dann habe ich so einen Kevin da, der sagt, ja, geiler Beat und Ding und motiviert und ohne Ende. Ja. Und, Und einen Engler, korrigiere auch ab ich und zu, immer- wenn ich es schaffe. Ja. Wenn ich es schaffe, wenn es dazu Und dann passt. habe ich meinen Engler da hocker, der eigentlich sie nur mit mir besauft. das, Aber das auch, ist so geil. ich finde tatsächlich, muss ich leider Gottes einen Engländer ein bisschen beschützen, ich finde seine verfickten Texte oder Lines, finde ich viel zu witzig. Ich finde sie viel zu witzig. ja, Es ist geisteskrank. das ist der Vorteil beim Engler. Ja. Wenn der über Psuffensein rappt, Ja. dann macht er Real Rap, aber jeder Ja. findet es lustig, weil es Ja. so surreal ist, aber er macht Real Rap. Jetzt ist raus. Ja. Nein, ich aber finde das diese- sauwitzig, die Lines, die diese sind einfach Freundesgruppe, kopfcatchend. diese Freundesgruppe ist ja so unendlich geil. Wir sind ja alle einmal zusammengeguckt und da habe ich dann auch schon gesagt so, ja, wenn das jetzt einmal mit Tomja was wert, dann wird das im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass ich schon weiß, wenn ich da einstehe Ja. oder bezahle dafür, dass Ja. sie uns helfen,
So, Ja, klar, also ganz ehrlich, ich würde du brauchst ja immer nur deine Profis, Ja. du brauchst immer nur deine Tontechnik, du brauchst deine Lichttechnik, du brauchst deine Bühnentechniker und so weiter, du brauchst eine Veranstaltungstechniker und alle Leute, die sich heute an dem Fachgebiet auskennen und das machen. Regie, schieß mich tot. brauchst Na, alles. Regie brauchst du nicht bei Live-Auftritte. Der Live-Auftritte nicht, aber ich habe mal Musikvideos mit eingerechnet. Ja, Da brauchst du halt nochmal das doppelte, dreifache. Ach, Jesus, komm runter. Also auf die Wolle. Bierkosten möchte ich nicht kommen, aktuell. Bälle. Stell dir mal vor, wir verdienen im Monat jeder nur durch Tom Joe mit 15k grob. Boah, da müssen wir schon, langer Weg. das ist ein langer Weg. 15k sind ja unendlich schwierig. 15k Aber pro Person. Jetzt, pro Person. Arbeitswarte, also pro Vor oder 3 Nachsteuer. Vorsteuer. Das heißt, Nachsteuer ist 7, 8 grob. Boah, das ist aber... Naja, ein bisschen mehr, weil du bist schon über den Dingsatz. Also da bisschen müssen mehr wir schon, auf Lass mich ausreden. Ja. Stell dir mal vor, wir haben wirklich professionell alles am Start. Ja. Mit Musikvideo, schieß mich tot, alles drum und dran. Ich möchte niemals diese Bierkosten zahlen. Weil ich weiß, wenn wir da einstellen würden für die Musikvideos und ich weiß, wie viel die trinken. Wir müssten mindestens Du weißt, dass die am Set professionell sind, oder? Nein. wenn ich uns anschaue und generell, ich sag mal, andere bekannte bayerische Bands, Na. andere. Mich, dass da immer der Regie macht. Wäre witzig, ja. Nein, der wird sich nie wieder bei mir melden. Seitdem er den Wackelkontakt rausgebracht hat, Stimmt, bin ich tot für ihn. Nee, mein Beileid. Alles wird gut, Thomas. Er auf mir auch zum Langer. Ich bin nicht. Ja, Ach Gott. na, es ist. Nee, ich würde sagen, wir bräuchten mindestens eine Palette Bier. Na, bist du behindert? Bist du behindert? Nein. Doch, du bist behindert. Ja, weißt du, wie viel Palette Bier ist? Weißt du, wie viele Darsteller wir haben werden? Nein! Wir stellen Models. Wenn wir an einem Punkt kommen, wo wir alles. wirklich, also stell dir mal vor, man kommt an einem Punkt, wo man Ich sag mal, 15, hör zu, Richtung Elektrik. man kommt an einem Punkt, Callboy. Mäßig. die verdienen aber keine 15k im Monat. Nein. Aber Aber jetzt stell dir mal vor, wir kommen an einem Punkt, wo wir 15k im Monat verdienen, was ein Haufen Asche ist. der geisteskrank. Also nur eine Frage, ist das mit Live-Auftritten oder ist das nur Streaming-Einnahmen? Alles. Komplett set. Komplett set, alles Komplett zusammen. set. Okay, dann ist Alles. 15k doch nicht so schwierig. Stell dir vor, wir kommen an einen Punkt, wo wir 15k im Monat verdienen. Ja. Das beansprucht ja, dass wir eine gewisse Brutto. Reichweite haben. Brutto, ja klar. Aber das Ja. beansprucht ja, also das heißt ja, dass wir im Endeffekt eine gewisse Reichweite an Ja. Menschen haben. Ja. Und ohne Scheiß, wenn ich mir die ganzen Musikvideos, wo die ganzen Crowds und sowas drin sind, anschaue, niemals, nicht in 1 Milliarde Jahre sind die Ja, okay. alle Zeit. Niemals, Nein, die nicht kriegen gezahlt, keine Kohle. Nichts Bier. kriegen Die bekommen Bier oder Getränke, alles. Essen. Ja, ist aber ja wie viele wurscht. Leute möchtest du da einladen? 1000 Leute oder was? Natürlich will ich saufen, Und dann oder? sagt die Hälfte, ich trinke nur alkoholfrei und sagt mir, ja, fick dich. Wir sind schmeißt man Tom Show. sofort raus. Wir saufen, ja. Saufen und das war's, fertig ist. Also Entschuldigung, das Wenn ich saufe, ist nicht auf dem Musikvideo. Also es kommt auch auf die Location Außer und man so ist weiter. Fahrer. Dann ist okay. Es kommt drauf an, auf die Location und Ja. so weiter, aber du bringst ja nicht einmal, also Entschuldigung, das Maximale, was ich mir für einen Dreh wirklich umsetzbar vorstellen kann, alleine was angeht mit Kommunikation und Ja. Regieanweisungen, sind Schön. 200 Leute. Na, 100 Leute. 200 hätte ich auch schon gesagt, das wäre ein Na. bisschen viel gewesen. 100 Leute. Maximal. Dann hätte ich auch mindestens Aber- 10 Kästen bis 15 Kästen vielleicht dastehen. Das ist aber Kabaletten. Und dann, Was? ja, ich weiß, aber da kommt die Spezi mit dazu. Da Ja, gibt das aber das sind Wasser ja mit keine dazu. Kosten. Das stimmt, ja, das können wir alles von der Steuer Vor allem, absetzen. vor allem, wenn man 15k im Monat verdient. Ja. Also so, und außerdem, ich möchte jetzt nicht darüber reden, dass wir jetzt demnächst oder irgendwann einmal 15k im Monat mit euch verdienen können, weil ihr seid ziemlich inaktiv. Ein bisschen vielleicht, ja. Na, Schmarrn. Ich liebe unsere Fans. Aber, Haben wir Fans? Wir haben Fans. Wir haben Fans, wir haben ey. tatsächlich Fans, ja. Wir haben tatsächlich Fans. aber 15k ist als Musiker sehr, 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 sehr schwierig erreichbares Ja. Ziel. Und selbst Also wenn dann, wir dann hast du es wirklich geschafft. Dann hast Selbst du es wenn wirklich wir es geschafft. schaffen, dann so einen Hit wie jetzt zum Beispiel Wackelkontakt rauszubringen, ist es immer nur geisteskrank abgegangen unendlich, ist immer nur unendlich unwahrscheinlich, dass wir diesen Ja. Trend heute kennen. Also nur weil wir jetzt für kurze Zeit
3 Millionen monatliche Hörer haben und damit gut Cash machen und viel bucht werden, heißt das nicht, dass wir im nächsten Jahr immer nur Dream sind und über 3 Millionen monatliche Hörer haben. Stimmt, ja. Das heißt das auf gar keinen Fall. Also sowas glaub, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ab dem Zeitpunkt musst du es einfach nur schlau anstellen und einfach um Features betteln mit bekannten Leuten. Ist einfach so, damit du deine Reichweite halten kannst. Aber ich muss tatsächlich und dann, wenn du deine Reichweite einigermaßen, warte, der und der hat den Song gemacht und warte, der hat jetzt mit dem Feature. Ja. Und dann kommt die immer wieder und dann hörst du es einfach regelmäßig, weil der einfach oft in deiner Playlist ist und schießt mich tot. Ich muss tatsächlich sagen, dass der Dream zum Beispiel hat das brutal schlau Der hat es todesschlau gemacht, leckt mich am Der hat seine eigenen Songs gemacht. Ja. Und die ganze Zeit, und die haben auch richtig gute Streams gemacht und dann macht er das Feature mit Finch und jetzt Feature mit Mia Julia und so ein Scheiß. Das ist geisteskrank. Und auch ich meine, der hat ein komplettes Album jetzt solo rausgebracht im Endeffekt. Ja. Brutal geiles Album. Ich mag das echt gern. Ich mag einen Dream gern, ich mag den Vibe gern. Besonders, ich bin ein richtig großer Fan von Bitte Kein. Bin ein richtig großer Fan von dem Song. Das ist sehr, sehr geil. Und ich finde es halt krass. So, der Typ macht das richtig schlau. Er hat seine eigene persönliche Brand aufgebaut. Ja. Er ist Dream. Also dieser Timo, ich weiß nicht, wie man Nachnamen ist, aber er ist Dream. Er hat seine Personal Brand aufgebaut. Sprich, wenn du auf deiner For You-Page kommst, dann weißt du, wer das ist. Ja, das stimmt. Der läuft in sein Studio rein und spielt seinen Manager und schreit der ist deutschlandweit bekannt geworden. Auch wenn ich es sehr, sehr schade finde, du auch mit Sicherheit, Thomas, das halt nicht mehr auf Bayerisch in der Musik macht. Ja, das hat er jetzt, also Entschuldigung, der Song, der abgegangen ist, war ja Ich trinke mein Bier nicht mit Sprite. Ja. Der Song ist ja abgegangen, der war ja auch schon auf Hochdeutsch. Ja, schon. Und ich meine, es ist so... Aber ich sag mal, wenn man die richtigen Songs von ihm kennt. Es ist mega geil, dass so ein Song wie Wackelkontakt, also ein Dialekt-Song, tatsächlich auf die Charts Platz 1 kommt. Finde ich mega geil. Aber ich darf niemals jetzt zum Beispiel jemanden wie ein Dream vorwerfen, dass er Preis ist, nur weil er auf Hochdeutsch rappt und singt. Dream, wenn du das hörst, was du eh nicht hören wirst, mach ein Feature mit uns. Ja, du wirst es nicht bereuen. Imagine Tom Joe featuring Dream und dann 2 Jahre später kommt vielleicht einmal ein Song raus, wenn wir langsam sind. Unter anderem. Aber soll ich mal schauen, was Wackelkontakt mittlerweile für Aufrufe hat? Das würde mich selber interessieren. Ich glaube 17 Millionen oder 19 Millionen. Also gerade hat er 3,3 Millionen monatliche Hörer, was ich geisteskrank finde. Das ist wirklich krank, ja. Das ist geil. Und 21 Millionen hat er jetzt grob. Boah! Also 20,85. Scheiße, Mann. Das ist geisteskrank. Also das ist wirklich brutal. Wann haben wir vor 2 Wochen haben wir auch drüber geredet kurz? Ja. Haben wir gesagt, der hat jetzt 2 Millionen nicht monatliche Hörer. Der hat jetzt, also wir haben vor ein paar Wochen, die haben 2 Millionen Streams knackt, wo wir gesagt haben, hat okay, das ist kurz vor einer Million. Er hat in einer Woche 1 Million Streams gemacht. Jetzt ist er einfach er hat in 3 Wochen 20 Millionen Streams gemacht. Das ist geisteskrank. Das ist wirklich brutal. Und die verkunst am einen, oder? Und dann noch ganzen TV-Shows und beim Skifahren und alles und schieß mich tot. Ja. Das ist ich verkunst am einen, oder? Gute Musiker. Aber ich muss tatsächlich sagen, so, das Problem, was ich jetzt beim Eimerer sehe, wenn es nicht schlau ansteht, aber ich glaube, er steht es gerade im Moment schlau an, besonders mit dem Luca Danta Sparafora und HBZ-Remix, glaube ich, steht er schlau an, seine Reichweite aufrechtzuerhalten. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, der hat ein paar Features im Fach, weil er halt gerade so viral geht. Also der Song. Und mittlerweile, sage ich mal, kennen auf jeden Fall mehr Leute sein Gesicht. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und er stellt sich auch nicht dumm an. Er macht keine Scheiße. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass so ein Feature, also ich bin mir zu 89% sicher, sage ich jetzt einmal, dass erstens ein Feature mit Mia Julia kommt. Auf jeden Fall. Und mit dem Dream? Mit dem Dream, genau. Ja. Mit Dream, finde ich, ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ein Feature rauskommt. Wenn sich dumm anhört, ich glaube auch mit dem Finch. Boah, das weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht einschätzen. Ich würde so 50-50. Weil der wirklich dialektbasiert ist und der Finch wirklich der Ossi schlechthin. Ja, das passt nicht zusammen. So ein 50-50-Mische-Ding wie bei Dream und Finch, das war halt... Ich glaube halt, dass was die krasseste Scheiße aller Zeiten ist, was ich ja auf Spotify jemals erlebt habe, sage ich jetzt mal, war ja das Electric Call bei Baby Metal Feature. Ja, mit den, wie heißen sie, Baby Metal. Ja, Baby Metal, genau. Das war geisteskrank. Das war so abartig unerwartet. Aus dem Grund, dass die 2 nicht komplett verschiedene, aber trotzdem 2 Fanbases gehabt haben, die sich nicht überschnitten haben. Und das war das Geisteskranke, dass die teilweise, nachdem der Song rausgekommen ist,
8 Millionen monatliche Hörer hatten. Das ist halt geil. Jeweils. Das ist weil halt geisteskrank. praktisch die monatlichen Hörer von Baby Metal zu Electric Callboy sind und andersherum. Ja. Und Oder generell was ich glaube für- halt bei Dream und Ja. Eumera war es halt so, die überschneiden sie relativ krass. Also ich glaube, dass da halt nicht viel Steigerung gibt, aber dass es halt einen unfassbaren Hype gibt um den Song. Auf jeden Fall. Und Aber bei weißt du, was Finch ich und finde? Eumera war es halt wieder so genau der Weißt du, Baby was Metal Electric das Ding ist? Callboy-Effekt. Hör auf mich zum Unterbrechen! Nein, ist mir scheißegal, Mann! Mensch. Nein, Mann! Ganz kurz, ich glaube, weil momentan irgendwie im Trend ist, dass man richtig weirde Features macht, dass es genau so ein Feature wäre, was er als erstes rausbringen würde. Eumera featuring Electric Callboy. Das wäre geisteskrank. Das wäre geisteskrank. Holy Das shit. war ja so geil! Das wäre heftig, heftig. Eumera featuring John Mayer oder Ed Sheeran. Oder Ed Sheeran, Alter. Drake. Nur besser Kendrick Lamar, Alter. Heilige Scheiße. Stell dir mal jetzt vor. ganz ruhig, ganz Nicht ruhig. wie wir. Nicht wie wir. Na, oder was wäre halt noch geisteskrank? Electric Callboy wäre eigentlich schon brutal, Na, finde ich persönlich. Also es wäre eine brutale Mischung. same. Das war geil. Oder Menas Moos. Oh, nein, das muss dann zu unbekannt für Neumerer. Aber das würde ich fühlen. Eumerer und Menas Moos als Kombi. Ich würde eher Eumerer und Los Brutalos bevorzugen tatsächlich, weil der Eumerer kann nicht rappen. Ja. Eumerer ist ein Aber Barde. es kann ja sein, dass er die sanften Parts übernimmt. Weißt? Du weißt, was ich meine. Ich gewusst, dass du vorbeikommst, hätte ich nicht Zum gewichst, Beispiel. sondern hätte Wein gekauft und Blumen gepflückt. Aber es ist so, wie es ist. Hätte ich gewusst, dass du vorbeikommst, hätte ich nicht gewichst. La 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 la. Entschuldigung. Also ich lasse lieber beim Singen, weil sonst sonst ist vorbei. Na, Entschuldigung, bin gut drauf. Aber Maus gesoffen, bin gut drauf. Aber eine Aber ich Sache meine, wenn müssen wir ich jetzt nur singe. erwähnen. Wir Ja, müssen okay, jetzt eine Sache okay, erwähnen. Und tu zwar es. ein komplett anderes Thema. Und Ja. zwar wurde erneut ein Artikel über uns veröffentlicht. Stimmt auch Im Gott. Speziellen wurde unser Song Ich brauch No ans bewertet Ja. vom lieben Lennart Hofmann, Hofmann. Ja, Hofmann. der ein paar Playlists Also- betreibt und der hat praktisch Songs gerankt Ja. und wir haben 8 von 10 gekriegt. Das ist sehr Und stabil. wir waren der einzige Dialektsong. Die anderen, also wir waren auch der einzige stimmt. deutsche Song, das Komplett. waren nur englische Songs. Ja. Und ich wollte nur 8 von 10 nachschauen. gekriegt. Ja. Interessante Wortgestaltung bei dem Artikel auf jeden Fall. Ich habe ein paar Mal schmunzeln müssen. Ja. Auf jeden Fall, Das war sehr amüsant. Den haben wir tatsächlich vor grob einer 10 Stunde. Minuten gesehen? Eine Stunde, Ja, Stunde. Stunde. Halbe nein ist schon, ihr leck mich Nee, am wir Arsch. müssen noch Steak machen. Oh, ich mag nicht mehr. Ist mir wurscht. Wir fressen es trotzdem. Ja. Ja, guter Artikel. Voll. Schön. Es ist geil. Der ist sau nett und sau witzig geschrieben. Vor allem, ich habe Sehr, sehr witzig. Das Geile ist ja, dass ich den ja herausgefunden habe durch dieses DistroKids Playlist-Sucher-Tool Ja. und habe ihn angeschrieben und der hat sich den Song tatsächlich angehört und dann kriege ich exakt die Songlänge danach, hat die M gesagt, Alter, ist der Song geil, mega nice, ich packe euch in alle meine Playlists am Freitag und so ein Scheiß. Sau Und dann geil. hat er das alles gemacht Ja. und Alter, wirklich, wirklich sau nice und sau netter Typ und coole Playlists und sowas und dann auf einmal, also englische Playlists Ja. mainly. Wir waren auch in seiner deutschen Drum and Bass Playlist und der hat den Song anscheinend so gefeiert, dass er uns in jede seiner Playlists, Saugeil. die mehrere tausend Follower gehabt haben, was für uns ja ultra Da krass haben wir schon wieder ist, einen neuen Fan gewonnen. hat er uns da reinbackelt und das war so unendlich geil. Ich hab Der das so Typ ist gefühlt. generell sehr nett. Wir haben ihn auf Der ist Insta übel direkt nett. geschrieben wegen dem Artikel und er hat innerhalb von einer Minute zurückgeantwortet. Das war brutal. Also ich glaube, wir haben einen kleinen Fan gewonnen. Der jetzt übrigens hoffentlich diesen Podcast hört. Wir haben keinen Fan gewonnen, wir haben einen Freund gewonnen. Wir haben einen Freund gewonnen. Hut Gruß ab. geht raus, ne? Ja. Na, der Typ, geil, war sehr überraschend, weil wir Voll. da guckt und geratscht haben und dann der Kevin so, hä? Wir haben uns dann eine Story erwähnt, die so, ach, das ist der Typ, der uns in seiner Playlist nicht hat, So viel die Playlist. die irgendwie 44.000 Follower oder so. Ja, Da habe ich war nicht das- genau geschaut, ich weiß zu das nicht früh? auswendig. Ich glaube, das war zu früh. Egal, auf jeden Fall viel Follower gehabt hat. Ja. Und dann hat er den Artikel über uns geschrieben und so steht es da unten und so, Ja. geil.
Mit dem Jazz dachte, das ist ein voll. Podcast. Das Echt? hätte mich voll gefreut, wenn es Also, ein Podcast ich bin gewesen auf den wäre. Lick eigentlich so, warte. Irgendwie schaut das nach Text aus. Oder generell, das war irgendwie so, Da ist hä? ein Zeitungsartikel und der Kevin so, das schaut nach Text aus. Scheiße, übrigens, ich habe ADS, deswegen, ich hasse Ich kann Texte. nicht lesen. Lesen tue ich schon können, rein theoretisch. Aber ich Ich will möchte nur mal es noch kurz nicht. sagen für den Lennart noch mal kurz. Ja. So, falls du den Podcast gerade hörst. Genau, weil du hast es Wir haben geschrieben, dir- dass wir du haben hörst. dir, also ich habe dir ja vorhin noch geschrieben, so, dass wir mal auf jeden Fall im Podcast erwähnen. Ja, mei, ist Black gelaufen, dass wir es am Ende erwähnen. Aber am Nach Ende- 44 Minuten. Am Ende hören die meisten Leute zu. Am Ende? Ja. Na, Echt nicht? am Anfang. Schon? Danach schaut jeder ab. Oder spult vor. Kommt da irgendwas Interessantes? Ja. Na, genau. Ja. Und ich darf jetzt einfach mal an der Stelle sagen, das war's. Ja. Und wir wechseln jetzt die Vielen Maus schon wieder. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank, dass wir in diesen Artikel gekommen haben. Der war Echt so. voll geil. Danke Danke, dass nochmal. du uns mit einer 8 von 10 bewertet hast. Aber lass uns gerne noch wissen, was wir besser machen können. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, wie wir richtig viel über Schwänze reden. Voll. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt über unseren Spinnradl-Ausflug und mehr, da fällt mir nicht mehr ein. Also dann, wir sehen Guten uns Suff. nächste Woche wie immer um 15 Uhr. Jawohl. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Und einen guten Rausch wie immer, gell? Verreckt's nicht beim Arbeiten, da uns gefreien. Hab Auf ich jeden dir. Fall. Servus. Schön. Hast du gehört? Das schmeckt. Gut. Ja, das Hab machen wir ich dir. Steak. Servus.